Und weiter geht's hier bei Dragon Ball Xenoverse. Hi Freunde, willkommen zurück. Ja, letzte Episode da mit Freezer. Also ganz ehrlich, ey, ich habe den Kampf gegen Freezer noch nie so einfach in Erleben gehabt. Erleben gehabt vor allem. Im Gedächtnis gehabt wie im letzten Part. Ja, keine Ahnung, vielleicht lag es daran, dass es recht Schwein hat und Goku alles gemacht hat. Oder aber es muss so sein. Wie auch immer. So, jetzt geht's für uns hier weiter. Und zwar nochmal ganz kurz gucken. Und nicht einer unserer bekannten Dragon Ball Z Charaktere bereit ist, uns zu trainieren. Natürlich nicht gut oder so irgendetwas in dem Sinne, sondern halt Vegeta. Und aber zum letzten Part nicht mehr da und deswegen frage ich mich gerade, was soll das? Wo ist er hin? Macht er gerade Urlaub? Hallo? Dann gucken wir doch mal, wer jetzt noch da ist. Ich dachte eigentlich, dass plötzlich alle kommen würden, also sprich, wenn es halt von Folge zu Folge immer mehr Charaktere hier wären, aber momentan sieht es eher so aus, würden sich irgendwie diese abwechseln mit der Zeit. Und könnte oben noch einer sein. Nee, das wäre doch fies. Offline-Kämpfe, ja, bald auch wieder, muss er zugeben, aber erstmal ganz kurz gucken wegen hier. Sonst im Training. Wegladen, hier sind auch so ein paar Typen. Ginyu ist da, ja. Son Gohan, aber eben nicht mehr Vegeta. Hallo, I'm Gohan. Und Saiyajin? Dann kennst du Freezer, wa? Mein Name ist Son Gohan. In einem Raumschiff. Was? Bitte halte Freezer auf. Yo. Hä, haben wir doch bereits. Schwierigkeit nur 3 Sterne. Naja. Wow. Noch viele Belohnung, wa? Aber ist deswegen Vegeta nicht mehr da, weil der natürlich bereits tot wird zu dem Zeitpunkt? Könnte sein, wa? Also er taucht aus, sobald ich die Quest nochmal mache. Dann spielt halt der erste Kampf gegen Freezer in der Zeitkammer. Mal gucken, ist er gerade allein oder was? I won't let a single Saiyan live! Be happy, and actually, on the other hand, be fearful of his glorious form. Ja, wir haben gerade ein bisschen gucken, wie es... Alter! Man hat eine üble Kombi, ey. Glück gehabt! Wieso kann der vor mir angreifen? Hallo? Hallo Michael, warte mal was? Okay, Freezer ist echt ziemlich übel. Also hier plötzlich, Fehlschlag. Tja, so dass man plötzlich allein gegen ihn fighten muss. Ist jetzt vorbei? So schnell zu besiegen. Darf ich nochmal? Gut, dankeschön. Also unser persönlicher Endkampf mit Freezer. Finde ich auch noch interessant. So, komm her, Kleiner. I won't let a single Saiyan live! Was? Wieso? Be happy, and actually, on the other hand, Mann, ey, was ist denn jetzt wieder los? form. Was, er kann direkt aus dem Block gehen und mich wieder angreifen? Was ist denn das für eine Scheiße? Hä? Schwierigkeit kann es nicht liegen, so viel stark ist aber doch nicht. You have so much power! Disappear! Schon wieder, wie kann der direkt aus dem Blocken heraus einen Konter starten? Ich verstehe es nicht, Freunde. Wie geht das? Wie kann der das machen? Das ist irgendwie ein Spielbug. Wenn ich das mache, geht das ja gar nicht. Was soll denn dieser Scheiße? Jetzt sind wir gleich weit wie in den ersten Parts auch wieder.
Tut mir leid, Mann. Ja, Schnauze, komm schon. Was das gemein ist, ja, wenn ich zum Beispiel blocken und nachträglich einen Wurf machen will oder sonst was in der Art, geht es natürlich nicht, weil ich habe dann eine gewisse Zeitdifferenz, sagen wir eine halbe Sekunde, wo ich das nicht machen kann, dann kann er mich unterbrechen. Natürlich bei ihm? Nee, natürlich nicht. Ich kann ihn nie unterbrechen. Sind jetzt schon weiter? Ich kann ihn nicht werfen! Wie kann der mich so... Ich verstehe es nicht. Und ganz genau gucken, kann ich überhaupt... Ich mache gar keinen normalen Schaden bei dem, hat das Gefühl. Hey, stark, willst du mich verarschen? Ich bin einfach down. Das glaubst du doch wieder? Ich verstehe es einfach nicht. Nee, ist mir zu hoch, Freunde. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vor allem, ich kann ihn nie werfen. Klar, da kann man im Wurf ausweichen, wenn es bei ihm aber versucht, geht es natürlich sowieso nie. Das ist aber voll der Cheater, hey. Also gehört, Freezer, du bist nichts weiter als ein dämlicher Cheater, du kannst doch nix. Seht das wieder? Er kann meinen ultimativen Angriff blocken und dann direkt natürlich kontern. Wenn das versucht, muss er wieder eine halbe Sekunde so etwas warten. Es ist doch einfach gemein, hey. Nee, so, das ziehen wir jetzt durch. Da höre ich nicht ab, wo ich das geschafft habe. Ja, du, leid, Mann, da ist ein bisschen doof gelaufen, war. Ein bisschen? Ein bisschen? Wenn wir verarschen. So, jetzt ist Freezer dran. Und ich verwende absolut noch keine Objekte, weil mir das einfach noch zu gefährlich ist, sprich, dass ich da Gefahr laufe, plötzlich alle zu verballern. Ich versuche es jetzt nochmal. Mit dem Konter nehmen, also sprich mit dem Wurf. Gut, das war klar. Seht ihr, es geht. Ich kann ihn nicht werfen. Wenn ich teleporte, kann ich direkt weiter angreifen. Wie macht er das? Wie geht das? Und vor allem, wie kann ich das nachher auch machen? Seht ihr schon wieder nicht? Mann, wie ich solche Dinge einfach hasse. Das würde doch dir gerne mal fragen. Und vor allem, wieso kann ich ihn nicht werfen? Ich verstehe es nicht. Wieso kann ich ihn nicht schmeißen? Ich hab geblockt und zwar mit dem Abwehrschild, ja. Das ist doch einfach... Nee. Nee, Freeze mich einfach nur um verarschen. Okay, gut, das ist eine volle Kraftform, ich kann nicht werfen, das geht hier also nicht. Blocken geht hier auch nicht wirklich. Das ist doch einfach mal typisch Freezer. Einfach ein schlechtes Spielverderber, oder? Das Gefühl, ja, wir müssen ein bisschen cheaten und so, das Kampfsystem ein bisschen ändern. Damit aber für ihn natürlich gewisse Bedingungen gelten, die für mich nicht sind. Und umgekehrt natürlich wieder mal. Mann, dass ich mir rechtzeitig wegkomme, ist auch so ein Kack. Also mir echt frage, wieso bringt da... Jetzt wird es klappt wieder, ist klar. Wie kann man überhaupt einen Wurf ausweichen? Das ist eine interessante Frage. Wie macht er das, dass er meinem... Wenn ich ihn angreife, dass er plötzlich kontern kann... Ich kann jetzt nichts mehr machen! Nee, geht nichts! Ich kann nichts machen!
Wenn ich das Schlag sehe von ihm, kann ich mich nicht wehren. Aber er kann sich natürlich während meiner total wehren, ist kein Problem. Ist klar, während dem Angriff kann er mich kontern. Mhm, ich glaube es auch. Ja, ich meine, gibt schon Erfahrungspunkte, ist doch auch nice. Gut. Ja, mir geht langsam die Lust verloren, muss ich ganz klar zugeben. Wir machen es noch einmal, wenn er jetzt das testen will. Wenn jemand Freezer darauf reagiert. Er sagt, mit Schlagabtausch können wir vergessen. Keine Chance, da müssen wir einen Charakter haben, der mehr auf Nahkampf spezialisiert ist, wegen die Freezer-Rasse. Muss damit zusammenhängen, anders kann man mir nicht vorstellen. Das meine ich auch. Ich teleportiere und dann kann ich sofort, egal wo ich bin, sofort weiter angreifen. Andererseits, wenn ich das mache, geht natürlich nicht. Da ist klar, wieso auch. Er ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Er ist ein Super Freezer. Wie gemein war das jetzt bitte? Wenn er machen sollen, ich bin doch mit dem Move. Ich kann nicht abbrechen den Move, da geht er nicht. Toll, so rausgefunden, wenn man einen Move kontern kann. Ah, das ist doch einfach fies, Mann. Schon wieder so ein Mist. Jetzt schon wieder, während dem Superangriff kann er mich kontern. Wenn ich das bei ihm versuche, geht natürlich überhaupt nie. Nee, keine Chance. Ja, ich hätte vielleicht mit Objekten eine kleine Chance, aber nee, Freunde, könnt ihr vergessen. Das ist mir einfach zu unfair. Da ist Freezer doch einfach voll der Vollspacken. Ja, anders kann ich ja formulieren, es ist so. Meint, er sei der Größte, müsse irgendwie das Kampfsystem so verpacken, dass ich gar keine Chance mehr habe. Das ist doch gemein. Ich verstehe nicht, wieso überhaupt. Wieso muss es irgendwie sein, dass er, wenn ich normal angreife, damit natürlich kontern und sofort kein Problem. Kann sofort weiter angreifen, also will ich ihn irgendwie nur streicheln und so. Also wenn ich es bei ihm versuche, also sprich umgekehrt ist, nee. Er kann natürlich ihn total niedermachen und so in Serie Angriffe reinhauen und kann nichts machen. So, Piccolo. So eine Chance wie auf der Erde. Wieso lebst du hier? Also, Chance befreundet? Jo. Wenn Chance im Training wissen will, schon ein Potenzial zu besitzen. Man kann nichts haben, das kann sein, dass ich versehentlich töte. Einfach ein Dämon, entscheide dich. Willst du mein Schüler sein? Klar, wieso nicht? Kämpfe gegen mich und zeig mir deine Stärke. Ich kämpfe ernst. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Das ist alles, was du wolltest. Nämlich besiegst. Wachst oder stirb? Bist du jetzt motiviert? Ich bin Saiyajin von dem her. Ich will kein nur eins, das war ja vorhin so etwas. Freezers Schwierigkeit 3 Sterne. Ich will eine Mission erleben mit vollen Sternen, was dann passiert. Böse Sprengung, cool. So, was von gemein, hey. Naja. Ist ein Freezer, war? Ist mir nichts anderes gewohnt. Now, show me your power. Aber jetzt ein als normal. Ja, nicht schlecht, Piccolo. Du kannst was, aber ich kann auch ein bisschen was. Gucke mal. Was sagst du dazu? Wie, du warst schon? I know how strong you are already. Zwischen 1 und 3 Sternen ist ein ziemlich seltsamer Unterschied. Naja, hat's doch geschafft. Superangriff, böse Sprengung, geil. Ein neuer Superangriff.
das reicht. Trunks hat recht, du hast Potenzial. Wie, du willst wissen, ob ich wirklich versucht habe, dich zu töten? Pff, du musst sehen, dass du den Kaijin Zeit nicht runterziehst. Ich habe eine Stärke getestet, du hast es erst bestanden. Ab heute bist du mein Schüler, ich werde dich nicht schonen. Die Sprengung ist umso stärker, je länger du sie auflädst. Aber vergiss nicht, eine neue Fähigkeit alleine macht dich nicht stärker. Wie stark deine Fähigkeit auch ist, wenn sie nicht trifft, ist sie nutzlos. Dann sage ich dir mehr. Über so lange echte Kämpfe. Yo! Piccolo ist mein Meister. Jetzt kommt mir echt vor wie so ein Gohan. Gut. Hat das geschafft. Ganz kurz noch die Fähigkeit anpassen. Ja, super Angriff, ja. Ich mach's mal so, wa? Weil ich sowieso das Gefühl habe, die andere bringt sowieso nicht viel, dann kann der Gegner so wieder Konter, man sieht Freezer. Und deswegen, ja, versuch's mal so. Geht's direkt mal weiter, was wir sagen. Jo, sprich, wir gehen direkt mit der Story weiter. Und dann will ich gucken, wie es nachher, also sprich, ob wir von der Stärke her noch zu schwach sind dazu, ob ich echt oft noch trainieren muss, oder ob wir dann ein bisschen Offline-Quests machen. Natürlich immer so eine Sache, weil mein Offline-Quest natürlich auch spannend, kann man durchaus vorstellen, dass man dort auch noch ein paar Dinge freischalten kann. Andererseits sind es natürlich vor allem, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Tja, es hat immer die Qual der Wahl, man kann nie alles gleichzeitig machen. Das geht leider nicht. Yeah, wir sind stärker, cool, wir haben Piccolo als Mentor, geil, Mann, so. Mira muss schuld sein, ist Zeitpatrouille, yo. Zur Zeitkammer. Bin dabei. Vielleicht der Mecha-Freezer kommt jetzt, das wäre natürlich auch geil. Nee. Viel zu spät dazu. No, it wasn't supposed to. So, you refuse to show off your power. That's too bad. Verdammte. Was? Jetzt schon? Die Zellen seid wahnsinnig? Now, what's that for? I almost had him. Cell was already saying his prayers. Hey, stop showing me up. Ich glaube, ihr alle denkt das Gleiche. Wo sind C19, Dr. Gero, C17, C18? Was ist hier los? Was mir sagen, das TB verbraucht? Hallo? Da kämpft ihr mit? Sind wahnsinnig oder was? Oh, ich habe einen Super Saiyan gegen den Cell. Ja, servus, ey. Von der Stärke her von Cell geht's eigentlich. Ey, auch der wieder! Wie Freezer vorhin! Wie gemeint ist das denn, bitteschön? Oh, scheiße, ich glaube, das wird echt eine harte Angelegenheit. Und wo sind Goku, wo ist? Ja, wo sind die ganzen anderen? Wo ist Gohan? Ja, den können wir noch nicht porten.
Wie kann Mr. eigentlich fliegen? Wieso noch nicht down? Ist egal. Kann ich auch? Oh, scheiße. Was? Kannst du mir mal erzählen, ey? Mann, ist klar. Jetzt reicht's aber hier langsam. Mann, der verarscht mich ständig, ey. Ist klar. Porten, Michael, Porten einfach mal. Ich hab die Superabwehr gemacht. Hallo? Wo ist meine Z-Zelle hin? Ah, mir Saturn ging K.O. Was ist gerade Piccolo? Was im Hintergrund so? Unseren Mentor gehört. Okay, gleich nochmal. Testen war gar nicht mal so schlecht, nur da halt teilweise sowas Gainsell keine Chance hat. Im Sinne von, nö, der kann sofort blocken oder kontern. Was bei uns leider nicht geht. Ich wollte immer so gerne werfen, aber klappt ja auch nie so, wie es sollte. Okay, Freunde, einen Versuch noch, nachher gehe ich trainieren. Ich kann nicht schmeißen, okay, nochmal Perfekt-Zelle geht natürlich wieder nicht. Alter, jetzt kommt der Quatsch schon wieder. Seht ihr das? Ich hämmer Feuer auf ihn ein. Ey, ist doch klar. Ich hau ab und dann kann ich mich trotzdem noch treffen. Du triffst mich eh nicht. Oh, er trifft doch mit Satan. Ja, komm her. Komm her, Sally Boy. Ich habe was Hübsches für dich. Nicht so hübsch, wie er gekauft hatte. Schon wieder, er kann sich währenddem ich ihn angreife, einfach umdrehen. Und mich auf weiterhin angreifen, also würde ich ihm gar nichts machen. So, kommt Z-Zelle, ich habe noch eine. Was mache ich bloß bei dem? Was mache ich bloß bei dem Arsch? Nee. Man sieht es auch hier wieder, Wert kann ich vergessen. Mann, stell mal auf! Alter! Wart doch mal! Alter, das macht nicht mehr aus! Fehlschlag! Ey, was ist das? Wir wurden uns bestimmt eines übersprungen oder... Na gut, jetzt einfach total crazy, wir reisen in der Zeit hin und her. Aber wie kacke schwer ist ein Cell, bitte schön, wie vor mit Freezer. Oh, ist doch so ein bisschen... Ja, ich muss alles eigentlich mit Key machen, auf Distanz. Anders geht's nicht. Oder halt, ich packe wirklich wieder die ultimativen Angriffe. Habe ich ja bereits. Ich packe ultimative Angriffe auch bezüglich Nahkampf aus. Da Schlagsüberangriffe halt. Ja, also Freunde, ich muss nochmal trainieren gehen. Da haben wir halt, wie gesagt, Offscreen noch ein paar Level. Gehen mit der Freeze-Mission ganz gut. Ich hoffe, es klappt jetzt auch wieder, wenn ich es halt Offscreen mache. Nach Schlag und also generell Superangriff hat einfach hochpushen bis zum Gate No und dann so das Ganze versuchen, weil es ist einfach viel zu gemein, vor allem mit dem Grundangriff, weil ich teleporte, kannst vergessen, jetzt direkt dahinter mir. Mal ein Grundangriff bringt sowieso nichts, weil das sagt sich einfach, hä, gehst du zu mir gerade, bam, bam, bam. Ja. Es ist einfach gemein, es wäre irgendwie Mr. Satan, ich meine, hallo? Gut, ich bin kein Super Saiyajin, das stimmt. Dann freischalten, ey. Ah.
Man, geht mir auf den Sack. Gut, wir sehen bis zum nächsten Mal hier bei Dragon Ball Xenoverse. Hoffentlich mit einem besseren Ausgang der Geschichte. Ja, ich hoffe es. Bis dahin, tschüss.